Hallo Erik, ça va? So schon Jacket alles. Ja, die hängt noch. Salut. Merci, dass du dabei warst. Gerne. Wir sind hinter der Kulisse vom Podcast 35M Elevator Pitch. Der Nimi Schlesser und der Fabian Koller haben heute den Filmregisseur Eric Lameno besucht, für über seinen neuen Film Ordalen zu schwätzen. Das Gespräch selber wird so 1,5 Stunden. Und so lange wie es muss dauern. Wenn wir keinen Bock mehr haben, wenn das Studio hinausgehen, dann haben wir ab. Wir sind alle zwei Cinefilm, wir sind von kleinen Munds immer immens froh gewesen mit Geschichten und Filme machen, wen sie möchten. Und wir haben festgestellt, dass es immens viele interessante Persönlichkeiten gibt, mit denen interessante Gespräche führen kann. Und wieso dann nicht die einfach auch abholen und zugänglich machen für Leute, die sich auch dafür interessieren. Und das wird auch geedit, wie du weißt. Und du kannst dir fluchen, oder? Du darfst machen, was du willst. Ziel ist es, einen Abblick an die Lützeburgische Filmbranche zu kreieren. Für knapp einem Jahr Festival zu Cannes, als die erste Episode entstanden. Wir hatten just für die Idee gehabt und immer gedacht, ja, da kauft man mal ein paar Mikro und die noch etwas klingen ordentlich. Und dann nehmen wir die mit und dann werden wir schon Leute finden, die ich interviewen kann. Direkt die ersten 2-3 Episoden und Leute super fand. Dann hat man natürlich nach Lust weiterzumachen. Und dann haben wir alle paar Monate holen wir Episoden ab. Heinz, da haben wir da eine ganze Reihe an Nähen ab. Ein bisschen gucken noch Sachen zu machen, die aktuell sind. Wenn ihr gerade Film heute gerade in Kino könnt, probieren wir mit der Person viel zu schwätzen. Ohne zu viel Spoiler, dann hoffentlich. C'est votre mari qui a apporté vos affaires. Dem Eric Lameno sein Film lief den Moment nach am Kino. Vous voulez que je le fasse entrer? Non. Je connais un endroit où vous serez en sécurité. C'est un lieu que pour les femmes. Sicher ist ein hoffnungsvollen, positiven Film, auch wenn es um häusliche Gewalt geht. Und muss ich wissen, weil der Film spielt, größtenteils am Frauenhaus und das für eine Geschichte von den Frauen. Das heißt, gesagt, nicht Gewalt, nicht wirklich. Und geht eher davon, wie sie davon schwätzen, was ihnen geschieht ist. Und das alles basiert auf Recherche von 4, 5, 6 Jahren. 3, 2, 1. Oft wird sie gesehen, sind 90 Minuten, 100 Minuten, 120 Minuten. Aber da gehen aber Jahre von Arbeit dran. Und ich meine, was der Podcast möchte, ist, die Leute das mir bringen, zu verstehen, was ist der Metier von dem Regisseur, von dem Szenarist, wie lange das alles dauert, wieso es so lange dauert, was Probleme waren, die kleinen Anekdoten. Ich meine, das ist ganz interessant. Und hast über Jahre muss, hast du die Geschichte von all den Filmen, die gemacht werden, von all den Leuten, die Filme machen. Und das ist ein Zeitdokument, was auch an Zukunft Mensch ganz wertvoll ist. Soweit ich weiß, hast du nicht nur dich inspirieren gelassen von den realen Geschichten, die du da hören hört, aber du hast auch noch den Schauspielerin von Schauspielerinnen zum Teil. Ja, also die Idee war immer, dass wir gingen, beim Schaffen mit der Realität, an der Realität, und so real sein wie möglich. Ja. Mehr als 20 Podcasts sind schon diffusiert, gehen an auf RTL Play zu finden. Mit Lust von möglichen Gästen hält nicht ob mit Wurzeln. Wie man es wünschen als Gage der Kulturminister Erik Thiel. Das wäre wohl interessant für dich, für das Mikro zu kriegen. An der ganze Podcast mit Eric Lameno findet vom 4. Januar bei uns auf RTL Play.